Wel, ik vrij me waren hier ver staan en met je te vertalen. Het is maar een steed waar je kan alle zijn, ohne dat je veel tree zijn, zodat het een goede tijd. We zijn in de rij boodschappen geweest nu voor some zender, wat we namen, hij bewäacht Steena. En wat we hiervan reden is, dat Jezus, hij bewäacht Steena voor ons. Wenn we gaan veel Steena in ons weg, in ons leven. In de eerste boodschap checken we een beetje waar Jezus Steena bewegen deed voor de kranken. Besonders zo'n als zum Beispiel Leperkranken, wat door de ganz verstaatste Menschen waren in zijn Welt. En die leefden in buitenkant staat, die hadden ihre Families verloren, die waren levendig dood. En Jezus begon meer zijn staat en hij heilde, stahl der Leben, drei Topse zu sein. En we staan ons zover, ze gingen terug naar ihre Families en ze hadden wieder een gouden leven. Dan checken we waar Jezus Steena beweegt, voor die wat onze religion geboren werden. En hij vertelt met Nicodemus, en hij zegt tegen Nicodemus, die moet van nieuw geboren worden. Du kannst nicht bloß, wenn die das uiterlich in gewasser Weise sind, oder wenn du vielleicht jeder Sinne an die Kirche bist, oder du bist getauft, du bist ein Kirchenglied. Das gibt dir nicht Erlösung. Du musst von nie geboren worden, und das ist bei uns gerade so. Und viele Sonntag checkt ich ein bisschen noch, wo Jesus mit frühes umging, und wo er frühes abheben deut, frühes wie ein Part von seiner Gesellschaft, was haben wir, er heilt frühes, er verteilt mit frühes, er liert frühes, und dat we zo anders als het in die Welt wir, wo Jesus leben deed. Von der waar we checken, en ik naam de boodschap, die zijn die Sinden Vejäft. Von der waar we checken, wo Jesus Steena uit den Weg neemt, dat Steena beweegt voor die, wat in Sinn leven. Nou weet je, wanneer we denken aan Sinn, dan wordt het interessant zijn, mal met een Stufe gaan en zeggen, wat is de eerste Sinn voor die? Laatste week dan voer we met some van, wie alle wie als elders, some van onze staf, wat we in de arbeid in de office. En dan vroeg ik de groep met wat ik tot ook weer vroeg, wat voor jullie de eerste zin? En toen kwam ze een gedanken over deel als een onmoralisches leven. Vielleicht wenn wer ein sexuell unmoralisches Leben lebt, oder so eine Dinge statt. Da kommt so ein Gedanke über Deel von Mord, like wenn wir wem Tod merken würden, da wir eine grobe Sinn sind. Oder wir reden doch von, wenn Kinder gemissbraucht wurden. Oder Jesus sagt, dass wer von dieser kleinen wem zum Anstoß hast, so wird besser sein, wenn denen ein großer Stein am Hals gebunden in dem Meer versunken wird am tiefsten ist. Und so wir vertellen von so eine Dinge, like, was ist der erste Sinn? Aber weet je, für mich ist der erste Sinn dort, was du je mit ist. Und für die ist es gerade so. Und weet je, da kann ein anwächer Ding sein. Vielleicht kann es bloß sein, dass sie über mich was gesagt haben, was nicht so ist, oder sie haben geplüdert über mich, oder haben mich nur schwarz gemerkt, oder was immer das ist. Was wir vielleicht wollen sagen, dass es nicht ein Tod, ein Leben sind, aber das ist bei mir das erste Ding. Und das ist bei dir gerade so. Wir feilen uns dann nur nicht. Welche Sinn der Menschen wird wegnehmen. Sinn der den wird als Person wegnehmen. Und wir können leicht uns selbst verdammen, wir können leicht uns selbst Zweifel bringen, wenn wir nicht vollkommene Menschen sind. Wir nennen uns Christen, aber dann tun wir einmal Dinge, was bloß so lang nicht an Jesus Namen passt, und dann wundern wir, okay, wer sehe ich oder wo sehe ich? Und so sind das Menschen, wird raufbringen. In der Welt, wo Jesus lebt, dort wir sind, dort wir sind Ding, was Menschen wird wahrnehmen. Die wird sinnlich werden, dort werden sie zu sie geschoben. Besonders von der selbstgerechten Gesellschaft, das ist die Pharisäer und some andere, die würden so eine Menschen zu sie schieben. Wir haben die Geschichte, was Jesus verteilt hat. Ein Pharisäer und ein Zöllner, oder ein Taxcollector, kann sein, die gingen in den Tempel beten. Und der Pharisäer, er dankt Gott, dass er so ein guter Mensch ist. Und er hat Fasten und Beten, und er ist nicht so der Zöllner. Und der Zöllner, das sagt nur, dass der Schluch an seine Brust, er wirkt sich nicht mal abzuchecken und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und wenn er fällt sich wenig wird. Der Pharisäer, der stand da seiner Brot und seiner Stelle und er wie der Mann. Aber der Sünder, der fällt sich so
te Seite geschoben, der fällt sich nur schwer. Na, die Wahrheit ist, dass der Pharisäer, wir kriegen einen großen Sünder aus den Zellner. Bloß er dachte, wie sehr er wie ein guter Mensch. Und so, Sinn, das uns wird als Person wahrnehmen. Einmal, wenn wir in Sinn leben und wir weiten Gott als Anrecht, wir müssen Dinge verstärken, wir versuchen Dinge zu begrüben, aber das merkt uns Schlagfeilen. Und uns Gewissen ist nicht rein, in so einer Dinge steht. Wir feilen uns zu Seite geschoben. Und einmal besonders, wenn wir in Sinn leben und vielleicht die Türkaffens zu Seite geschoben, oder in der Gesellschaft der Eltern, oder Geschwister, was immer das ist. Aber du fällst die wenig wird, wenn du ein Sünder bist. Das ist bloß, was Sinn zu der Menschheit tut. Das merkt uns, wenig wird fallen, das stampelt ans Stuhl. Na, wir sagen einmal, dass ein treuer Freund, das ist so nah, was bei mir bleibt, durch dick und dann können wir sagen, oder durch den äußersten Sinn. Aber der wird bleiben, das ist mein Freund, der wird mich halten, der wird mich da durchleiten, oder der wird mit mir gehen da durch. Alle anderen Menschen haben verloren. Aber die eine Person ist da geblieben. Das sagen wir, das ist der beste Freund, oder das ist ein Freund, das wir wollen haben. Und weißt du, Jesus, wie so ein Freund ist dort. Und wenn wir denken an Jesus in Sinn, das ist interessant, dass die Sünder, was wenig wird in der Gesellschaft, was zu Seite geschoben werden, was keine Steht haben in der Gesellschaft, die treffen sich taub wie Jesus. Und die sollten mit ihm taub. Und die irgendwie, die ganz vollkommenste Mensch, was jemals gelebt hat in dieser Welt, die trug so eines Menschen aus dort nur sich. Und das ist ein interessanter Ding, wenn ich glaube, Jesus hat einen Mädelstrich. Weet je, wie sind fertig eingerufen naar de andere? Entweder oder wie dan Sinn, sei Hungs behandeln, oder sei leiflos. Wir sagen einmal, wir sollen die Wahrheit reden in Leib, aber weet je, das fängt wie schwor. Die Wahrheit reden, das soll noch leicht. Einmal, und manchmal die Wahrheit sein, und manchmal korrekt sein, würde man am Stadt, aber in leifloser sein. Aber wie dann Leib, bloß Leib geben, und wie ever sein alle Sinn. Und so Jesus hat einen Mädelstrich. Und das ist ein Ding, was uns fehlt in uns Leben. Aber für mich ist der Sinn, was du an mir das, der erste Sinn. Und das ist bei dir korrekt so. Und weißt du, bei Jesus, sie deuten Sinn ohne Arm, vielmal. Durchstampeln, versuchen, meine eigenen zu und schließlich sie nähern am Kreuz. Aber dass wir persönlich jeden Abend getan, sozusagen, und er sie danach Futter verjäftet, wenn die weiten nicht, was zu tun. Ein Schreiber sagt, und ich glaube, dass viel Wort hat, aber er sagt, dass wenn ich singe, dann bete ich für Gnade. Wenn du singen das, dann bete ich für Gerecht. Dann bete ich für Treitung. Dann bete ich für Gott, hol den mal ein Drama, wies den mal, wie das auch steht. Aber wenn ich singe, dann will ich an Gott soll Gnade wiesen. Und weißt du, wie du das selbst gedenkt in uns selbst, wenn ich singe, das ist lang nicht so arg, als wenn du das. Wenn ich sage, das immer von sozusagen von der Gnade sieht, das meine ich nicht so arg, als dort, aber wenn du was das sind dann, was du das meinst, aber das ist eine arge Sinn. Und das bringt einmal Einigkeit, manche Menschen, und das ist, wo wir fertig in Trouble kommen. Und, ein anderer Schreiber sagt, dass wir sind da über die Welt, dass wir sinnlich leben. Und ich dachte an das Werk, dass wir sind gerade, aber sehr unvollkommene Menschen. Wenn du an Jesus glaubst, du hast eine Gerechtigkeit für Gott, wenn Jesus gerecht ist, aber du in dir selbst, du bist ein lang nicht vollkommener Mensch. Und dann, wenn wir nur uns selbst checken, dort immer sei wie, sei leicht. Und, aber was der andere das zum Euren. Und so wir sind verdrießlich über die Welt, wenn die weltlich leben. Wir sind verdrießlich über angerade Menschen, dass die angerad leben. Und ich hatte viele gedacht, einmal haben die Menschen verdammt, die Welt verdammt, in Menschen, die nicht so sind als uns, oder vielleicht üterlich, haben sich anders angetragen, oder die tun Dinge, die wir nicht gewarnt sind. Und so wie verdammen die Menschen.
Und sie sind gleich gerat, like, wo soll ein angerader Mensch gerat leben? Das Schreiber sagt, dass wir sind gerat, er nennt das auf Englisch, we are a bunch of train wrecks. Like, wir sind eine Herd See, was von der Bohnen raufgehen. Aber wir können solche Finger wiesen, nur das wem, was von der Bohnen raufgehen, was besiegt die Bohnen fort, ist noch nicht oben gewesen. Und so das ist ein Ding, was zu Jesus in der Zeit so passiert. Die Sünder, die waren zu sich geschoben. Das wären andere Menschen. Weißt du, das ganze andere, das ist ein Ding, was wir Gott verstehen können, wo groß das in der Gesellschaft wir. Aber jemand, der einen Tag klagt, dass wir ein anderer Mensch, den war zu sich geschoben. Da wird euch der Sünder sozusagen, wenn ein Tag klagt, der von seinem eigenen Fall Tags nehmen, in die Räume dort geben. Und du musst denken, dass das jüdische Volk, sie haben ihr eigenes Land von Gott gekriegt, also von Abraham wieder, und sie wollen ihre eigene Regierung haben, aber durch ihren Sinn werden sie immer ohne ihr Feind sozusagen. Und zu Jesus in der Zeit wird das römische Reich, was er regieren wird. Und dort wird ein großes Ding bei uns. Und so ein Tagsklagt, da wir einer wird Verraum schaffen wird. Der von seinem eigenen Fall Tags nehmen und jäuft das nur er Feind. Nur die Regierung, was er regieren wird, aber das wird ein reicher Sache er Feind. Und die Geschichtsschreiber sagen uns, dass er kann auch ein bisschen mehr fordern, als was das Gesetz fordert. Und dann können er sich dort in den Fuß stoppen, dort wir sehen lohnen. Wir sind in einem Land, wo wir krank weiten, was uns dort schafft. Und noch ein bisschen mehr fordern, da irgendwo in das Geld erschieben. Und so wir weiten, wo das schafft mit dort. Aber wir wollen von dir ein bisschen checken, was tut Jesus mit Sünder? Und welche Gnade für mich, gerecht für die. Das ist uns denken für. Wenn meine Sinn ist lang nicht so euch als dienen. Wenn ich weiß, was ich das meine, aber ich da, wo du das meinst, bei dir bin. Und das so schafft das mag uns Menschen. Und das, wo wir einmal Trouble haben mit Vergebung und all so eine Dinge, wenn die Dinge, was du das merke ich in mein Denken, wie es euch ist, das war ich da. Und so zu Jesus in der Zeit wird es krank so. Aber ich will genug haben, und ich will für mich genug gerecht für die. Und so wir müssen einen Mittelstreck finden das. Und wir wollen lernen von Jesus, wenn er sagt mit Sündertaub. Na, wir haben bloß mit Sündertaub, wenn dort ging schein, dann können wir ein bisschen Wein trinken, oder können auch ein bisschen von den Jokes vertalen, aber ich glaube nicht. Aber diese Sünder, mit was Jesus taub wird, da ihre Lebens wird verändert. Nur dem, was sie mit Jesus für ein Taub gewesen. Wenn wir in Evangeliums lesen, dann finden wir meist vor, dass Sünder gleichen wie Jesus zu sein. Und das ist ein interessantes Ding. Wenn Sünder gleichen im düsteren Leben. Na, wenn ich sage im düsteren, dann meine ich im Geheim, im Versteck. Like, ich will nicht mit dem Prediger taub sein, wenn dann wird aber einmal was zurückkommt. Ich rede, ich weiß nicht, viele sind noch vielleicht ein paar sind auch drei von, dass einmal wie als Prediger begegnen interessante Dinge manche Menschen. Und wo je hostig bei einmal in die Zigarren was schmieden, oder die Bayer wird was gesagt, oder verschiedene Dinge passieren, wenn der Prediger rankommt. Und, aber irgendwie diese Menschen gleich mit Jesus taub sind. Und ich stelle mir so vor, der Chef sagt, es ist nicht ganz korrekt, aber ich stelle mir so vor, dass ich komme nach Jesus mit dem Bayer taub. Ich habe auch mal zu Menschen gesagt, in anderen Kirchen, wo wir geschafft haben, dass ich woran denke mit ihnen taub down, aber nicht anders, dass du für mich mehr. Also du warst nicht das, wer sind für mich, als was du bist, wenn ich weiß gut, wer du bist. Aber das sind Dinge, die uns nur anhängt. Aber irgendwie diese Sünder, die fangen sich bei Jesus an. Und die sollten wir am Tisch. Und weil sie beschuldigen Jesus, für das wir in Freter, in Wiensuppe, die Tagsklagter in Sünder erfreut. Und das ist ein interessantes Ding, in Freter und in Suppe. Na, dort haben sie mich noch näher genannt, vielleicht in Freter ja, aber in Suppe nicht. Aber weißt du, diese Menschen, mit was Jesus tut, das wir erleben. Und ich stelle mir für Jesus, ich weiß nicht, ich stelle mir vor, er trank Wein, was er hat nicht, dass er sich betrunken oder was, dort lebe ich nicht, aber er wird durch mit einem taub.
En dat ze aan dit nanden had probably niet gewassen waarheid erheen. Wenn vielmal als du ein klein bisschen waarheid erheen, wann so eine Dinge passieren. Und so dass ich Ihnen sehe, der Text sagt, dass wir sehr verhasste Menschen, wie in der Arbeit, was sie deuten. Und diese Art Menschen, der Text sagt, dass Sünder, das ist interessant, dass die Schrift die Bär immer noch Bär abnimmt. Der Text sagt, ein Sünder. Ich weiß nicht, was die Sünder deuten, was der Text sagt, nicht deuten. Aber ich lese wieder in alles, ob es alles steht. Aber die kommen nach Jesus. Und weißt du, wohin sie nach Jesus kommen? Wenn sie fangen mal ein Mensch, wird ein Wirt geben. Ich sehe nicht erst, dass Sinn, der den Wirt wegnehmen. Und ein Sinn, das leicht nicht im Licht zu sein, wenn dann wird auf einmal aufgedacht worden, wer er wirklich ist. Und ich kann nur dann wer sein, wenn ich dort verstehe, was ich in mir habe. Wenn ich dort verstehe, was ich tue. Mir ist immer Angst, jemand wird es ausfängen. Mir ist Angst, da wird aufgedacht worden. Aber einmal wird es wieder anworden, was ich tue. Und so dort, wo wir fertig leben, wenn wir in Sinn leben. Und so Jesus heißt ein Freund zu Sünder. Er bewäacht Steena für die Sünder. Zum die halten, nicht zum bloß Steiner bewegen, aber zum die halten. Und so wir wollen uns 5 Geschichten ansehen, aber in Lukas 7 sagt es, die Menschen sehen, als sie kommen, in Art und Trink, und die sagen, in Freter, in Wiensuppe, Tagskleiter, und sind der Freund. So das, was sie am nur reden, das, was sie Jesus für beschuldigen. Aber wir wollen noch 5 Geschichten checken, das sind alles so die Geschichten, die zu tun haben mit Jesus und Sünder. Der erste ist Matthäus. Matthäus hat einen Tagscharakter. Und Jesus geht einen Tag vorbei und er sagt bei seinem Tagsbusiness. Und Jesus sagt, folge mir nur. Und er steht ab und geht ihm heran. Na, ich glaube immer, so eine Geschichte steht, da haben wir nicht die ganze Geschichte. Das Mensch hat euer Wort mit Jesus zu tun gehabt. Das gibt nicht gleich ein Mensch, der bloß wird abstehen und mal alles legen lassen und Jesus herangehen. Wie fängt das Salzchen von Jesus seine Jünger, von Petrus und Johannes und die Jungs, aber wenn wir ein anderes Evangelium lesen, dann wissen wir, dass Jesus hat auch vorher mit Antwort zu tun. Und das kann mit Matthäus auch so wahr sein. Aber allemal Matthäus heißt ein Tagscharakter und er sagt da, und er nimmt Tags. Und wahrscheinlich muss Jesus die Tags tun, als er da vorbeiging. Wenn diese Jungs, die sollten von einer Provinz nach der anderen, von Judäa nach Galiläa, nach Samarien, durch die Grenze, da sollten die Jungs fertig. Und dann war Tags geteilt von einer Stadt nach der anderen. Die sollten Menschen gleich hier noch einmal sagen, nicht? Wenn je wem kann je ein Geld geben, dann gleich die. Aber das ist ein Mensch aus Matthäus 4. Und so Jesus sagt zu Matthäus, folg mir nur. Und dann lesen wir in Matthäus 9, so steht, und als Jesus im Haus um das sagt, so das ist Matthäus, er lud Jesus an, nur sein Haus. Und dann waren sie mal mit Fleisch backen. Und als Jesus im Haus um das sagt, kamen viele Tagsklagten Sünder und sahen sich bei Jesus um seine Jünger durch. Und weißt du, das ist really abfallender, als es bei uns wird sein, in dieser Welt. Aber hier ist ein Lehrer. Hier ist der, was der Messias nennt. Und der sagt um das. Und nu kommen viele Tagsklagten Sünder. Vielleicht hat Matthäus mal schön WhatsApp geschickt, nicht? Vielleicht nu ist Jesus bei mir. Sie hatten kein WhatsApp. Aber was ich heruntergeredet, dass Jesus wieder, sehr wahrscheinlich, wie Jesus tut in Mittag Eva. Weil wir lesen das, notiert uns nicht ganz eine Minute, sich lesen. Und so busig passieren die Dinge ja gleich. Jesus laut ihm an, er ging in Haus, er muss erst mal mehr, vielleicht müssen sie erst mal, dass die Master Kohl schlachten, verschiedene, das geht länger aus wie Leben. Und so, das dreht sich herum, da in der Gegend, da waren sie an Meier, so eine Tagsglatt, da was, vielleicht sind da, werden zu sie geschoben. Und die kamen und die sahen sich mit Jesus um das. Vielleicht hat Matthäus die angelotet, vielleicht kamen die bloß sowieso, wenn das wir so abfallen, dass aber einmal ein Lehrer wir, wird mit einem Tagsglatt, der wird eten. Und so sie kommen und sagten dann, als die Pharisäer dort sagen, so das sind doch immer alle wen. Als die Pharisäer dort sagen, sehen, seid Jesus seine Jünger, warum hat jün Meister mit den Tagsklagten in Sünder taub? Na, weißt ihr, in Judentum, der ganze Eten gesagt, das ist ein Ding, was wir nicht mal verstehen können,
Aber sie hatten viel Eten gesagt, und ein anderer Mensch mit denen zu eten, dann waren sie auch anrennen, und dann mussten sie erstmal ihre Reinigungszeremonie durchgehen, bevor sie in den Tempel können. All die Dinge wären dabei. Und zu dieser Tagskollecte, da ist es nicht deutlich, dass Jesus als ein Lehrer wird mit Sündertub sein, wenn nicht so anrennen. Niemand erstmal alle Hunde gesetzliche Dinge durchgehen, bevor die irgendwo hinkommen. Und so wird es im Judentum. Aber allemal sie sind unzufrieden, dass er wird mit den Menschen top eten. Und ich wundere, was sie da vertrauen. Als Jesus dort hier sieht, hat die Gesunde brücken den Doktor nicht, den brücken nur die Kranke. Und Jesus kämpft für die Kranke. Nicht bloß körperlich krank, sondern er heilt auch. Aber geistlich Kranke. Kranke mit Sinn. Menschen ohne Wert in dieser Welt. Menschen, die verstaat werden. Menschen, die nicht angenommen werden in der jüdischen Gesellschaft. Für die kam Jesus. Und zu Jesus wies noch Heilung. Na, weißt du, Jesus will nicht mit Sündertaub sein. Er will nicht mit Sündertaub werden, dann kann er mal mit einem Friedgewassen auch trinken. Er will nicht mit Sündertaub werden, dann kann er auch mit einem Friedgewassen Drogen schmecken. Er will nicht mit Sündertaub werden, dann kann er mal die Dinge tun, was die tun, und die Leute sollen schein gehen. Jesus will mit Sündertaub werden, der Kranke fehlt es an einen Doktor. Und dann kann dort wie eine Lehre für uns. Dass wir würden ein Freund sein mit Kranken. Nicht mit der Krankheit mitmerken. Nicht Dinge tun, ich hätte nicht wollen mal sein, wo die Predigt nicht hast, nicht konnte ich auch schmecken, oder was immer. Nicht für die Ursache. Aber wenn der Kranke fehlt es an einen Doktor. Und du bist der Gesunder. Du bist der Doktor, wenn du Jesus kennst. Wir sagen einmal, dass Jesus ist die Antwort für die Welt, und das ist die Ursache. Ein Doktor ist die Antwort für den Kranken. Na, wir hoffen es einmal das nicht. Aber allemal, du als in Christ, du kennst Jesus. Du bist wahre geboren. Und dein Freund jetzt verloren. Dein Freund ist krank. Und du hast die Power, zum den heilen. Dort, wo Jesus mit der Kranken tut wir. Dort, wo Jesus bei Matthäus am Dash sagt. Die Pharisäer, die sahen das gleich. Die Pharisäer, die dachten, das ist ein religiöses System, und was Jesus da nu mit was von den Menschen hat, tut wir. Na, wir sind doch einmal besser, dass wir gehen Sünder in den Stich. Einmal die Menschen zum Tub sein. Dann wollen wir vielleicht bei einmal was umbeiden, dann wollen wir noch mal näher sein. Aber was immer die Ursache ist. Aber wenn wir an Sünder non-checken als kranke Menschen, wo Heilung fehlt. Na, wir sind alle so dort, nicht? Uns fehlt alle Heilung. Aber wenn wir Jesus haben, haben wir die Heilung belebt. Und so werden wir auch mit Menschen Freund sein. Nicht zum Mitleben, nicht zum Mitgehen, nicht zum Dinge tun, was die tun. Wenn in Sprüche sagt, die Führer zu sehen, geh nicht mit der rechten Freund mit, wenn die legen auf die Lüge und die überfallen, die merken tot und die sagen, oh, jetzt wollen wir weg, und in diesem Fall haben sie wieder. Aber der Führer sagt, geh nicht mit dir. Und dort kommt ein Punkt, wo wir von Sünder wegbleiben, wo wir nicht mitfahren, wir merken nicht mit. Aber wir sollen Freund sein mit Sünder, um die Heilung anbieten. Wenn der fehlt, es an einen Doktor. So, das ist die erste Geschichte, wo Jesus mit Sünder tut wird. Die zweite ist Dancer und Healer. Ich dachte, das wäre ein interessanter Satz, aber da wollte ich ihn denken. Weißt du, Jesus redet das falsch. Und er sagt, mit was vergleiche ich das falsch? Und dann sagt er, je sind so Kinder auf dem Marktplatz. Und die schrien einer zum anderen, dass wir spielten Musik, aber je tanzen nicht. Wir sangen Trauerlieder, aber je hielten nicht. Na, was Jesus hier sagt, ist, dass diese jüdische Volk, besonders die Lehrer, die Pharisäer, die hatten in ihr Hort entschlossen, gegen Jesus zu sein. Sie hatten entschlossen, gegen alles sein, was nicht mit erstem Stein mitging. Und weet je, das ist so krass, dass es von der aus mag uns. Wir haben so fertig entschlossen, dass wir wollen in Wasser denken, wo ich never annehmen, kriegt man von wo sie das kommt. Und so, sagt es das.
Wils Johannes de Döper kwam en eet nicht Brot en dronk nicht Wien, dann seht je, die hat den so tun. So Johannes leeft in de Wüste, 3 Jahren von Herrschraken en Wille Honig, sagt de Schrift, Kamelen Kleider, Kamelen Haar, wat immer te Kleider. Stel mir immer so vor, dass du hang noch ein paar Herrschraken Knerkes von sein Bord oder so wieder. Aber allemal, leeft du in de Wüste. Aber die hat den Diebel. Die wird vom Soten beseten. Und nicht kommt Jesus. Die Menschen sehen, als je kommen en aten drinkt en die sagen, check, en Freter en een Wiensuper, de Tagskleid, dan sind die Freunde. So wat Jesus tegen sagt, dat halt sie krijgelijk van wonen ziet wie non komt. Als we zeggen, 3 Jahren non komt, een beetje liberaal, een beetje vrij, en zo wieder, aber dat is immer arg. Wenn sie wie ein selbstgerechte Menschen, die bloß sich selbst sagen, in erster Stein. Und dort kann einmal bei uns auch so dort sein. Und so Jesus, er kam für diese Menschen. Er kam für die, die donsten, und er kam für die, die roden. Er kam für die, die vielleicht, was wir sagen, was so lebten, als wenn Sinn schein ging, und für die, die ohne ihre Sinn roden. Jesus kam für alle. Und er sagt mit dir und das. Und so, wie man abpassen in uns Leben, dass wir nicht bloß entschlossen haben, jenen Ding zu sein. Wie man doch mal fern Ding sein, nicht bloß einmal jenen Ding. Und so, wir können auch gleich alles verdammen, was nicht korrekt so ist, was wir sind. Hat den Blick von wohin sie das kommt. Aber wir verdammen das alle, wir haben das alle nicht zu tun. Und Jesus, wie mit diesen Menschen tut, wie ein kranker Menschen fehlt es, an een dokter. Ik denk nog zo klar, als ik in de Bibelschule weer, in mijn 9 jaar in Manitoba. En dan voor de ene klas moesten we een boek lezen. En in dat boek, wenn die Geschichte van Billy Graham. Billy Graham is al gestorben, aber die van jullie wat alle zijn, jullie wat nog denken van Billy Graham. Hij was een grote evangelist, een van de ganz bekendste evangelisten in de ganze Welt, zu der tijd besonders. En door die Geschichte ben, dat Billy Graham, hij deed reden in de ganze Welt, op sehr veel verschiedene Versammlungen. En dan weer nog eenmaal grote geschäftsmannen, regierungsmannen, die worden am aanladen en am metnemen en voeren naar de bar, een van een drinkhuis, wenn dort wieder steht, wo diese Menschen tot komen. En Billy Graham fuhr met de haan. En wieder met een top in de bar. En hij wordt zich dan een andere drink ordenen wieder, aber hij fuhr met de haan, wenn diese Menschen fehlten an een dokter. Aber ik weet nog goed, dat ik dat los, ik dacht so, my word. Billy Graham had ik een beetje meer van je hulp gesteld. In een bar. En zo. Van jou denk ik de onderscheid was. Maar dan dacht ik zo, mens naar de bar voeren, like, dan get je verloren, niet? Als ik 18 jaar oud was, dan werd ik mal een soort, schafte ik ook voor 10 dagen, wie ik met een groep met gefahren naar Monclova, Coahuila. En zo doen we een organisation, een Operation Mobilization, namen we dat, de OM. Dat is een missionsorganisatie, die nog vandaag dagen draaien is. Die hebben scheep op de voeten en voor verschillende landen en helpen mensen, dokteren mensen, helpen die met het evangelium en zo'n dingen staan. Maar zij deden ook, tot die tijd, weet ik niet, zo nog hebben gedaan, maar zij deden in Steena. Dan kwamen door Christen top van de ganze Welt. Dat was een zeer interessante ervaring voor mij. Maar we waren door in de stad. En dan, we waren dan met een lokale kerk toegesteld. Een groep van ons. En dan met die kerk top, dan hadden we een westpoort van de stad getekend op een landkaart. En dat poort van de stad, dat moesten we dan der te der gaan. En dat evangelium aanbieden, Bibelen aanbieden, zo'n dingen staat. So we waren immer 2 en 2 top. Dat is zeer interessant, dat we, als ik 18 jaar oud was, Engels kon ik niet. En dan met wat ik toegesteld was, dat we eerst een donkere mens en dan een wat Engels redt. So ik kon niet Engels en hij niet Duits. En een paar weer Spanisch, so we gingen evangelisieren. Dat was een zeer interessante ervaring. Maar wat ik je wil vertellen is, dat door een aanspoort van de stad, door we een bar, door we een drinkhuis. En zo wat we daar deden, dat is mijn partner, die bleef buiten. En beet buiten en ik ging toen aan in de bar om door dingen uitdelen, Bibelen, daar zo'n dingen staat. Maar ik wil niemals vergeten dat je vuil door bent. Dat voelt zich zeer
sehr amaklich in der Bar und die Menschen checkten ihm so an, als nu wir, ich weiß nicht was, aber nu, sonst wird wie noch niemals passiert. Und so, ich dachte an, als Billy Graham, wenn heute an der Bar wir, in Stammesfährt, was nicht die billigste Bar, ich weiß nicht, wir ein vierten Regierungsmann oder ein großer Businessmann, was am anladen. Aber sie denken wir auch so, dass er vor mit daheim, wenn dort sind die Kranken, wo es an den Doktor fehlt. Und weißt du, wie dann auch einmal leicht, kranke Menschen zu sich schieben, Sünder zu sich schieben, und weißt du, die leben auf so einer Stelle, weil ich nicht mehr zu tun habe. Und du hast eine Stadt für dort. Wie man einen Balance tragen, wie man einen Mittelstreck fängt. Aber vielmal, kranke Menschen blieben krank, wenn die Doktor blieben weich von den Kranken. Und Jesus steht nicht, haben wir mit einem Taub. Noch eine Geschichte, wie die früh, die in Sünden lebt. Ein Tag, wie Jesus von den Pharisäern eingeladen, zu der Mahlzeit. Und sagt es, der Durchwehen sagt zu die, sind viele Sünden verjährt. Weil die Pharisäer, hat die Antwort über Jesus, er denkt bis 6 Uhr, wenn Jesus wirklich ein Prophet ist, dann wird er weiten, was von der sündlichen Früde ist, was am Unscheren ist. Na, du musst wir verstehen, dass wenn eine Sünderin Jesus anschert, dann wie Jesus anrennen. Das ist ein interessantes System, haben sie da. Wie kann das nicht so stehen? Aber dort ist es da wir. Und so wie den Pharisäer, wie Jesus nu anrennen, und die Sünderin hat ihm angeführt, und wenn er wirklich ein Prophet wird, dann wird er weiten, wer wir. Und das, was Jesus dann zu ihm sagt, sind viel Sünden verjährt. Du wenn es sei mir so gut. Weil es wem nur wenig verjährt ist, dem seine Leute, es so viel weniger. Und ich glaube, was Jesus hier sagt, ist, dass vielmal eine selbstgerechte Person, die hat nicht viel Leben. Und Jesus sagt, die sind deine Sünden verjährt. Das ist, wo der Titel herkommt von meiner Botschaft. Die sind deine Sünden verjährt. Na, wir wissen nicht, was diese früh alle begonnen hat. Vielleicht wir sind eine hohe Rinde am Darb, und die Männer haben sich auch gekauft, all für 10 Jahre immer, und was immer alle passiert, wir wissen nicht kriegen. Aber sei wie eine Sünderin, unbekannt im Darb als eine Sünderin. Und Jesus sagt, die sind deine Sünden verjährt. Weißt du, das sind die säuigsten Wörter, was ein Sünder kann hören. Die sind deine Sünden verjährt. Und ich weiß nicht, wo du bist von dir. Was deine Sinn? Aber Jesus wollte die sein, von der die sind deine Sünden verjährt. Heute wird gleich immer die Top an der Seite. Vielleicht fällt dir auch ein bisschen zu sie geschoben. Wir haben eine Geschichte von verloren und gefunden. In Lukas 15, ich wollte nicht lesen, wenn Tietz holen, aber da sagt dann brachten alle Tagsgleich, dann sind sich nur Jesus. Und dann verteilt er diese Geschichten. Erstens von Schub, was verloren wird, der hört ja das heran. Dann verteilt er von der Früh hat einen Cent verloren. Der Fee, der Hus utbattert hat. Und dann die verlorene Sehen, das haben wir alle bekannt mit. Aber der jetzt war ich, schließlich, als du man geschrien, in ein schlitzig Tränen um Fuhrer zu gehen. Aber der Fuhrer, der ist tüß und der lüht und der checkt und der rate mit jen, dass die Master kaufen, nie ein Renk, nie eine Show, nu wollen wir mal eine Party haben. Und so Jesus verteilt in diese Geschichten, zum Wiesen, wo Jesus, oder wo Gott denkt. Und die 5. Geschichte ist Zacchaeus. Das ist auch ein Tagsgelagter. Haben wir einen kleinen Mann und klettert auf den Baum. Jesus geht bei und sagt, Zacchaeus, komm rauf, ich sehe von dir bei dir zu machen. Einmal, wem gehört, wer sich beginnt anlud zu machen. Aber das ist, was Jesus hier tut. Er lud sich selbst an bei Zacchaeus, wenn Zacchaeus, wie fehlt ein verstehender Mensch, zum jemals Jesus anluden. Wenn wir sozusagen der erste Mensch am Darb, er kann nicht mal dich bei, muss am Baum abkrüppen. Und so Jesus ist du bei ihm. Und dann vertrauen sie dabei. Es wird dann interessant, was du an den Dachseiten und horchen. Was vertrauen Jesus in Zacchaeus sich? Aber die Zeit, was Jesus du mit Zacchaeus zu werden, probably auch waren viele andere Menschen dabei. Die Zeit, was heute vertrauen, die Zeit, was Zacchaeus Jesus sozusagen annimmt, hat geglaubt an Jesus und hat Jesus sein Leben haben, die Zeit stand in der Pharisäer büten und grünsten da ewa, dass er mit den Top wäre. Aber das sagt es dort. Und als Jesus bei durchkam, schickt er ab und sagt ihm durch und sagt, Zacchaeus, komm, schwind rauf. Ich muss. Das ist mir abfallend. Ich habe nicht mal gesagt, dass Jesus sagt, ich muss durch Samarien gehen, oder ich muss durch Samarien gehen, aber ich brauche euch. Aber dass wir in Gott abgelehnte Zeit, ein divine appointment mit der Früh, das kriegt so. Jesus sagt, ich muss von dir,
Ich muss von der noch bei dir im Haus kommen. Und das ist interessant. Jesus sagt, ich muss kommen. Und dann sagt er, dann stund Zachäus ab und sagt ham, Herr, check einmal, ich werde halb von mein Geld den Armen geben. Na, das ist nur eher fatal. Und das kind sie vertalen die Band, die Pharisäer stunden beten und grunzen darüber, aber Jesus vertalt mit Zachäus und du passiert ein anderes. Jesus sagt, ich sie kommen für die Kranken. Zachäus wird krank. Zachäus wird der Förster von der Taxcollector. Und so, da passiert ein anderes. Und der anderes ist zu sein und was er tut. Na, das ist vielleicht ein jüdischer Denk. Uns wird vielleicht nicht das erste befallen, dass ich wohne mit der Halb von meinem Haben Gott weggeben, wenn ich Jesus gefunden. Aber als wir in Ontario wohnen, in Jahren 3, dann wir mal aufentscheiden, von 2 Männern, das wären Twins, das sind Terra Twins, nennen sie die. Und so, die hatten da auf einer Stelle aufentscheiden für Feuerwerk in der Reihe. Und sie sehen, dass wenn sie wo aufentscheiden hatten, dann waren die Schafslied, waren dort das erste an. Weißt du, wo wir? Because Menschen können mal ihre Schuld betonen. Das ist ein bisschen, was hier passiert. Und so, nun hat das Mensch sich mal aufrichtig bekehrt. Und so, er sagte, halbjährig die Arme. Und wenn ich irgendwem, was euch aufgegangen habe, dort wo ich feuermal so viel Tritt tun. Ich will, dass er eine Liste hat, aber was ist das? Aber allemal, der Punkt, was ich hier will merken, ist, du wie eine andere ist. Dass Jesus Zachäus dort im Baum sagen, dass er sagt, ich muss von der bedienen, komm dort wir für diese Ursache. Weißt du, Jesus ist der Doktor für die Kranken. Und wenn wir Jesus haben, dann sind wir der Doktor für die Kranken. Und so, und Jesus sagt ham, von der hat Gott sich die mit Familie taub angenommen. Willst du auch Abraham sehen was? In das Heim passiert ein anderes. Wir wissen nicht, was wieder mit Zachäus passiert. Nirgendwo mal von denen gehört. Aber ich stelle mir so vor, haben wir Port von der Kirche von Anfang? Haben wir da manch die 3000 oder die 5000 in Jerusalem? Aber haben wir ein veränderter Mensch? Vielleicht wie hier ein von denen, was da rütging in der jüdischen Gegend und vertalt das Evangelium und das Kirchen. Wir wissen nicht. Willst du Menschen sehen, als sie kommen, die zu sehen und seilig zu merken, die verloren sind? Wenn du Jesus kennst, dann bist du von der das. Der meine ich nicht nur, dass du bist Gott, dass Jesus wäre, ein so was. Aber du bist in dieser Stadt von der, ich und du. Und das sind kranke Menschen, mit wem wir umgehen können, Tag für Tag. Und wir haben noch niemals gesagt, dass du es Heilung. Vielleicht schaffst du mit dir zu. Vielleicht sind das deine Businesspartner, oder vielleicht sind das so, was bei dir Zeiten kommen. Oder das sind so, was hier in der Kirche kommen. Aber der hat Jesus noch never angenommen. Die sind noch einmal krank. Und wenn Jesus will Steine bewegen für diese Menschen. Jesus wird gleich in ihre Sinn in den Stich riemen. Und du weißt, was du zu kriegen hast. Du weißt, was das macht, sozusagen. Aber die hast du noch niemals gesagt. Weet je dat de Kranke fehlt an Hammer ohne einen Doktor? Weil wir nicht so denken, dass ein Mensch okay so ein Leben als der lebt, weil nichts mehr zu tun haben, die will immer in den Stich gehen. Na, so ist es nicht sein, dass Jeff eine Zeit in der Stadt, wo wir nicht mitgehen und wo wir nicht mitfahren und wir sind nicht mit der Tub. Aber dass Jeff eine Stadt, wo du kannst Menschen Heilung anbieten durch Jesus Christus. Und weißt du, wir haben in diese Feuerbotschaften gecheckt noch verschiedene Dinge. Vielleicht sind die Menschen, die haben große Steine wegen Krankheit. Und vielleicht wird Jesus die niemals heilen. Aber wir können enthalten, ab den Stein abzukriegen sozusagen. Jesus wird nicht immer alle Steine in den Stich riemen. Aber er wird uns halten, durch Nab oder durch Eva. Aber some Steine riemen auch ganz in den Stich. Aber du sind Menschen, wo das dann Heilung fehlt. Vielleicht sogar körperlich. Du sind Menschen, wo du in Religion geboren sind. Und du kannst sind. Und weißt du, das sind die schwansten Menschen für Jesus zu erregen. Wenn sie sind immer reich. Und das hält sich krieglich, von wenn sie die kämpfst, das ist immer reich. Das ist, was Jesus zu den Juden sieht. Die tanzen nicht und die reden nicht. Und andere werden das alle immer reich, von kleinen und von wenn sie die kämpft. Und das gibt so eine Menschen. Aber die fehlt das an Heilung. Unser frühes
fehlt het aan heilung. Er zijn veel mooie drechten. Wie als mannen kan het meeste door te doen, dat onze vrouwen ook leven kan. Dat hij ook uitmen kan. En dat hij niet immer onje zinloos liggen werden, wo je dat zitten, dat zijn vrouwen scherpen gaan en zo'n dingen. En zo wie in onze religion gaan vrouwen schrikkelijk onje drek veel. Zo wie kan er veel met doen. Wie kan de Steena halten in de stichriem. En wie kan helpen de kranke, Steena, geestlich kranke. Wie hat das Evangelium? Du hast Jesus, du hast die Bibel, du kennst den Herrn, du hast ihn angenommen. Und du bist der einzige Mensch, vielleicht, wo die Sender jemals wird begegnen, wem man kann von Jesus vertrauen. So, wir nicht toll still sein, aber wir nicht mitmerken mit sinnlichen Dingen. Jesus steht nicht mit sinnlichen Dingen mitmerken. Aber er wird da, wenn Kranke, fehlt es an einen Doktor. Amen. Machen wir noch zu beten. Uns vor dem Himmel, wir danken dir für dein Wort. Und Herr, wir haben in diesem Monat gecheckt, noch Steena, was du in Wacher getrieben hast. Und Herr, wir haben vielleicht so noch was körperlich krank sind. Und ich frage von dir im Namen Jesus, dass du etwas heilen und etwas Kraft geben, auf den Stein abzukriegen. Das können Stepping Stones sein, ein Stein, wo wir Hecher mitkommen. Und Herr, viele von unseren Menschen sind unsere Religion gebunden. Wir sind fast unser System, was uns aufweicht, wenn wir da raus wollen. Und ich bete, dass du Menschen sind, von der, die so ein Lied halten, die Steine in den Stich riemen. Herr, wir haben viele Frühes in uns Volk. Sei ungedreht. Alles ist sinnfähig. Und wir leben sozusagen, als Jesus, wir leben durch unsere Frühes. Und das soll ein Ende sein, da wir sind Christen. Und ich bete, Herr, dass du uns verschalten als Männer, dass wir nicht wollen, unsere Frühes ungedreht. Und Herr, wir haben immer mit Sünder zu tun. Vielleicht in unseren Geschäften, wo wir schaffen, Menschen, mit wem wir taub sind. Help uns, dass wir nicht mitgehen mit ihren Sinn, aber dass wir mit ihren taub sind, zum Entraten. Taub sind zum Evangelium anbieten. Dass wir mit ihren taub sind, dass sie ein anderes Leben so Zacchaeus steht. Und dass sie wahre geboren sind. Dankeschön, Herr, für das du uns verschalten. Amen.